Wir sind in einer Serie über das zweite Buch Mose, auch Exodus genannt. Exodus ist das griechische Wort und es bedeutet der Auszug. Und die Geschichte in dem zweiten Buch Mose, das ist wohl die zentralste Erzählung, Geschichte im jüdischen Glauben. Es ist Geschichte, wie Gott sich seinem Volk offenbart, wie er es befreit und erlöst aus der Sklaverei und wie er es zu seinem Volk macht und durch die Wüste durch ins gelobte Land führt. Man könnte sagen, es ist so wichtig, wie wenn du einen Christ nach der Geschichte der Erlösung fragst, dann erzählt er dir von Jesus und dem Kreuz. Wenn du einen Jude nach der Geschichte der Erlösung fragst, dann erzählt er dir die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Es ist eine Geschichte, die eine außergewöhnliche Faszination hat und wo fast schon eine universelle Geschichte ist, ein Muster, wie Gott handelt, auch mit uns Menschen. Sie ist ein bleibendes Bild für Gottes Handeln, wo unterschiedlichste Personengruppen, Menschen sich immer wieder in dieser Geschichte irgendwo auch drin gefunden haben und gemerkt haben, hey, das hat auch mit meinem Leben zu tun. Vielleicht geht es dir auch so. Wir haben das in dieser Serie auf 4 eine Art Kapitel aufgeteilt. Letzten Sonntag der erste Teil, wo Gott sich vorstellt, sowohl am Mose, aber auch seinem Volk. Er gibt Identität, er ist der beruft. Und letzten Sonntag haben wir gehört vom Simon, den Einstieg, wie er an dich und mich beruft, wie er uns beruft, Kind von Gott zu sein. Zweiter Teil, das Mal geht es um Erlösung, es geht um Befreiung. Gott ist ein Volk, das befreit und erlöst. In dieser Geschichte sein Volk aus Unterdrückung, Sklaverei, aus Gefangenschaft. Und das macht er auch mit uns. Im dritten Teil geht es dann durch die Wüste durch, wo wir werden sehen, dass der Weg mit Gott immer wieder auch durch schwierige Zeiten durchführt, durch die sprichwörtliche Wüste. Der Weg ist nicht immer direkt und einfach, aber Gott ist mit uns und versorgt uns, wenn wir ihm vertrauen. Und dann im 4. Kapitel geht es darum, dass Gott ein gelobtes Land für uns bereithält, einen Ort, wo er uns anführen möchte, aber dass er auch einen Bund mit uns und mit seinem Volk schließt und das gelobte Land einzunehmen, eben dann gelingt, wenn wir mit ihm in einer Beziehung sind. Also heute geht es jetzt also um so fast den Kern ein bisschen, kann man sagen, um die Befreiung und um den Auszug aus Ägypten und was dann eigentlich alles dazu geführt hat, dass es so weit gekommen ist. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte so ein bisschen auf eine andere Art und Weise, wie wir es jetzt gerade hören. Alle gerade mitsingen, oder? Genau, wir lassen jetzt das ganze Lied laufen. Es gibt auch noch eine andere Version von ihm. Zweite hören wir dann vielleicht von Simon während der Kollekte. Mal schauen. Wir werden sehen. Es wartet viel Gutes. Also, wir beschäftigen heute uns vor allem mit Kapitel 5 bis 15 aus dem Buch Exodus, wo der Mose und der Aaron endlich dem Auftrag Gottes folgen, sind in ihrer Berufung und zum Pharao gehen. Und es ist noch lustig, dass sie ein bisschen Überzeugungsarbeit brauchen. Sie gehen nicht einfach so, sie haben da noch ganz viele Einwände und Sachen und Gott muss ihnen ganz genau sagen, was sie machen sollen und ihnen also ein paar Tricks mit auf den Weg geben, wo man ihnen sagt, hey, schaut da, ihr habt einen Stab in der Hand, schmeißt ihn mal am Boden, dann wieder zu einer Schlange und sonst noch so ein paar andere Sachen, bis sie endlich bereit sind. Und manchmal ist es ja bei uns im Leben auch ein bisschen so, wir wissen eigentlich, was wir zu tun haben, aber bis wir es dann machen, braucht es manchmal noch so ein bisschen. Auf jeden Fall, sie haben sich überwunden, sie sind gegangen und da lesen wir im Kapitel 5, Vers 1, Mose und Aaron gingen zum König von Ägypten und sagten, so spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, let my people go. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Jetzt spannend ist, wenn wir das lesen, der Grund, warum der Pharao das Volk gehen lassen. Sie kommen nicht und sagen, hey, du hast sie unterdrückt, du hast ihre Erstgeborenen umgebracht, du hast sie zu Sklaven gemacht, jetzt ist die Zeit, das könnte gehen.
sondern es geht um ihre eigentliche Berufung, nämlich Gott anzubeten, ihm ein Fest zu feiern. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die Befreiung, die Erlösung, die Gott uns bringt, ist nicht einfach nur Befreiung aus Unterdrückung. Obwohl das auch ein Teil davon ist, das sehen wir im Kapitel 3, wo Gott sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Jetzt mache ich mich auf, um sie zu retten. Aber die Befreiung ist eine Befreiung zu einer neuen Bestimmung. Und zwar nicht einfach irgendeine Bestimmung, sondern eine eigentliche Bestimmung, die wir haben. Gott anzubeten und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Gott befreit uns oder eben das Volk nicht einfach, um uns selber zu überlassen, sondern um sie in die eigentliche Berufung, in die Beziehung mit ihm hineinzuführen. Und so sind auch wir berufen und erlöst, befreit, nicht einfach zum irgendeinem nächsten Sklaventreiber in die Hände rennen, sondern zum mit dem Gott in die Freiheit hineinzukommen. Jetzt in der Geschichte ist es so, wie es der Mose und der Aaron erwartet hat oder ihnen auch angekündigt worden ist. Der Pharao, der stellt sich quer. Wer ist denn dieser Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und lasse sein Volk bestimmt nicht frei. Der Pharao, spannenderweise, ist ja in Ägypten selber als ein Gott angeschaut worden und hat sich auch so verstanden. Und natürlich denkt er nicht daran, dem anderen Gott da irgendwo zu folgen und sie freizulassen. Und wenn er sagt, ich kenne den Herrn nicht, dann ist das mehr oder weniger gleichbedeutend wie ich anerkenne den anderen Gott nicht. Ich bin Gott. Er gibt sich unbeeindruckt, dass es da noch einen anderen Gott geben soll, der Anspruch auf seine Sklaven in seinem Sinn hat und möchte, dass sie ihn anbeten. Und er macht das Gegenteil, er lässt das Volk noch viel härter arbeiten, bietet es noch mehr aus und zeigt damit, was für ein erbarmungsloser Pharao er ist. Und so kommt es dann zu einem epischen Showdown zwischen dem vermeintlichen Gott Pharao und dem wahren Gott Jahwe, der wirklich Gott ist und der wirklich Macht hat. Und er zeigt es sehr deutlich. Der Showdown, der fängt damit an, dass Aaron und Mose wieder beim Pharao sind und der Pharao so sagt, du, also eben, wer sind denn ihr schon? Zeigt mal, was der neue Gott so ein bisschen kann. Und sie eigentlich auffordern, das Wunder zu tun, um zu zeigen, dass sie wirklich im Namen von dem Gott reden. Und dann wirft dann der Aaron seinen Stab auf den Boden und der wird zu einer Schlange. Und der Pharao sagt, ja, aber sorry, und ruft seine Zauberer und sie machen das Gleiche. Und er würde damit eigentlich sagen, das ist nichts Besonderes. Das Spannende ist dann aber, dass Aaron seine Schlange oder eben seinen Stab die von den Zauberern fressen und eigentlich so sich doch sehr zeigt, wer Macht hat. Aber so geht es dann schlussendlich Runde um Runde weiter und wir kommen zu diesen 10 Plagen, oder uns ist das als 10 Plagen bekannt. Und das sind eigentlich Zeichen und Wunder. Es ist nämlich noch spannend, in der Bibel werden sie nicht als 10 Plagen bezeichnet, höchstens so in diesen Untertiteln, aber im Bibeltext selber sind sie Zeichen und Wunder oder teilweise auch Strafen. Da passieren dann Sachen wie, dass das Wasser vom Nil zu Blut wird und ungenießbar wird, dass das Land überrennt wird mit Fröschen, dass eine Stechmückenplage sich ausbreitet, Flüge oder vielleicht ist es auch einfach Ungeziefer, also irgendwelche andere Käfer und Zeug. Es gibt eine Viehpest, wo das ganze Vieh dahinrafft, Geschwür, wo Menschen befallen, Hagel, wo die Ernte vernichtet, Heuschrecken, wo alles abfressen, eine Finsternis, wo es dunkel wird im Land und die letzte Plage ist dann der Tod der Erstgeborenen. Jetzt, die Plagen, die sind mehr als einfach nur ein bisschen die Konsequenz oder eben die Strafe dafür, dass der Pharao das Volk nicht mehr gehen lassen. Es sind wundersame Demonstrationen, mit denen Gott seine Macht vorstellt. Wie er sich am Pharao vorstellt und sagt, hey, da, wenn du dich mir entgegenstellst, das sind Konsequenzen. Letztes Mal hat sich Gott dem Mose vorgestellt, wer er ist. Seinem Volk ein Stück weit seinen Namen mitgegeben. Jetzt kommt er und zeigt er seine Macht. Wir lesen immer wieder, dass es heißt: Darum sollst du an dem, was nun geschieht, erkennen, dass er der
Herr ist. Und am Anfang, wenn wir die Plagen und so weiter sehen, dann sehen wir, am Anfang wirkt es so noch ein bisschen, oder vielleicht für den Pharao ist es eine Art noch fast wie so ein Zauberwettbewerb, weil jedes Mal holt er seine Zauberer und sie versuchen es gleich zu machen und am Anfang gelingt ihnen das teilweise noch, aber dann spätestens bei den Stechmucken ist Schluss und sie müssen einpacken, sie können nicht mehr mithalten. Und immer wieder muss der Pharao klein beigeben und muss den Mose beten und sagen, bitte sagt ihm Gott, er soll wieder aufhören mit dem, ich halte es nicht mehr aus. Ist nicht immer ganz einfach, so mit diesen krassen Plagen und Sachen, die da passieren, umzugehen. Und man hat sich viel Gedanken darüber gemacht, was können sie bedeuten, warum sind es genau die. Und da könnte man enorm tief eintauchen und so ein bisschen in die Überlegungen möchte ich euch mitnehmen. Aber wir heben jetzt nur so quasi die Füße schnell ein bisschen reinziehen, weil wir nachher weiter wollen, weil irgendwann sollte ja noch der Auszug passieren. Und der Gottesdienst sollte ja dann auch noch irgendwann, oder eben ein Auszug aus dem Gottesdienst, den wir schlussendlich auch irgendwann noch machen. Oder? Genau. Also, die eine Theorie ist, dass die Plagen so ausgewählt sind, dass sie wie einen Angriff darstellen auf die ägyptischen Götter. Dass sie wie so anspielen auf einzelne so Götter und eben damit versuchen zu zeigen oder eben die bloßstellen, dass sie eben keine Macht haben. Zum Beispiel Dunkelheit steht im Gegensatz zum Sonnengott, ägyptischen Ra. Oder dass das Wasser vom Nil unbrauchbar geworden ist, das ist vielleicht sehen die einen als ein Zeichen gegen die Götter vom Nil und von der Fruchtbarkeit, um sie lächerlich zu machen. Es gibt auch eine Göttin, die so einen Froschkopf hatte. Vielleicht haben die Froschplagen etwas mit dem zu tun gehabt. Es geht nicht mit allen Plagen auf, aber das ist eine so eine Theorie. Es gibt eine andere, die versucht, die Plagen als eine Art Kettenreaktion von Naturkatastrophen zu sehen, wo drinnen auch ein Stück weit eine natürliche Entwicklung sind. Dass zum Beispiel das Wasser vom Nil durch so rote Algenblüten blutrot werden, dass von dem abgeschreckt und weil das Wasser nicht mehr trinkbar war, die Frösche ans Land gekommen sind und dort Unterschlupf gesucht haben, dann gestorben sind und das dann die Insektenplagen und Stechmucken ausgelöst hat. Und aus dem heraus dann Krankheiten entstanden sind, wo dann die Viehseuche passiert ist und die Menschen schlussendlich krank geworden sind. Also Sachen, auch da kann man ein bisschen so versuchen zu sehen, aber an diesen Ansatz kann es wie nicht ganz erklären. Ein dritter Ansatz, der ist mehr so ein bisschen theologischer Natur. Der sieht in diesen Plagen ein Stück weit, als würde Gott die Schöpfung wieder rückgängig machen. Als wäre es eine Rückkehr zum Chaos, Tohu Wabohu, von der Schöpfung. Dass so wie Gott zum einen in der Schöpfung Lebewesen im Meer geschaffen hat, er jetzt Wasser ungenießbar macht und die Fische gestorben sind. Dass so wie Gott Tiere auf dem Land geschaffen hat, sie jetzt krank geworden sind und gestorben sind. Dass so wie Gott Ordnung ins Chaos gebracht hat, er jetzt wieder Chaos in die Ordnung, ins Anbaute, in Ernte hineinbringt in Form von Hagel und Heuschrecken. Und dass so, wie Gott es Licht werden lassen hat, er jetzt Dunkelheit bringt. Und so wie er Leben entstehen hat, kommt jetzt wieder der Tod. Das sind alles spannende Theorien. Alle haben irgendwo so ein bisschen ihre Punkte, wo es nicht so ganz aufgeht. Und ich weiß es nicht, schlussendlich, was effektiv das ist. Ich glaube, Gott hat das vielleicht auch ganz bewusst offen gelassen. Es gibt auch noch ein paar andere. Was aber sicher ist mit diesen Plagen, ist, dass es immer wieder heisst, dass das Herz vom Pharao verhärtet war oder verhärtet geblieben ist und dass er sich nicht dazu bewegen lassen hat, das Volk gehen zu lassen. Und das ist eigentlich manchmal die grössere Frage, die ich mir stelle, wenn ich so denke, wie kann das sein, dass du all diese Sachen erlebst, der Gott dir eins nach dem anderen Mal die Grenzen aufzeigt und aufzeigt, wie mächtig das er ist, und du dich immer noch weigerst und das nicht möchtest wahrhaben, dass er Gott ist und du nicht. Und irgendwie ist das ein bisschen ein Mysterium, dass es manchmal wirklich Menschen gibt, wo egal wie klar und deutlich Gott handelt, sie irgendwie partout einfach nicht wollen oder nicht können zu Gott umkehren. Egal, was er für Wunder machen würde. Und manchmal sind sogar, ich weiß nicht, wie es euch geht,
Aber manchmal haben wir auch so Vorstellungen, oder manchmal bin ich auch schon Menschen begegnet, die sagen, wenn Gott das und das machen würde, dann würde ich glauben. Oder dann wäre es für mich klarer. Oder dann würde ich das machen. Und ich weiß nicht, manchmal ist doch an das, wenn ist denn dann wirklich dann? Wenn haben wir dann nicht noch plötzlich zu sagen, aber vielleicht ist es ja jetzt gar nicht dann gewesen, wie ich wirklich gemeint habe. Aber es ist ja noch dann das und das und das rundherum gewesen, darum gilt es vielleicht dann doch nicht. Also wir sind irgendwo alle, manchmal ist es so ein bisschen in dieser Gefahr. Jetzt beim Pharao gibt es noch ein interessantes Detail. Dass es gibt in dem Nein, in dieser Ablehnung oder in dieser Verhärtung vom Herz gibt es eine Entwicklung. Ganz am Anfang der Plage heisst es, dass sein Herz verstockt war. Und dann irgendwann heisst es, dass er sein Herz verstockt hat oder es verstockt lassen hat. Und irgendwann kehrt es plötzlich und das heisst, dass Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Wie müssen wir das verstehen? Das tönt ja dann so, als hätte der Pharao ja eigentlich gar keine Chance gehabt, gar nicht die Möglichkeit gehabt, zum Volk zu gehen lassen. Das ist noch ein schwieriger Punkt, um irgendwo zu erklären. Aber vielleicht hilft es, wenn man die Plagen ein Stück weit auch als eine Warnung versteht, bei der Gott immer die Möglichkeit lässt, zum Umkehren. Sie sind eine Art wie natürliche Konsequenzen davon, wenn der Mensch sich auf sich selber verlässt und Gott ablehnt, nichts mit ihm zu tun haben will. Weil was dann passiert, ist, dass die Welt irgendwo versinkt im Chaos, im Leid, in Ungerechtigkeit, all das, was in Ägypten war, Menschen versklavt werden und so weiter. Und wenn Menschen nicht umkehren, dann dreht sich die Spirale vom Bösen immer weiter und weiter. Und wer den Weg vom Bösen so konsequent weitergeht wie der Pharao und sich immer und immer wieder weigert zum Umkehren, der kommt vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo es ihm gar nicht mehr möglich ist, zum selber umkehren. Sünde oder das Böse, eine gute Idee oder etwas, wo mir mega eingeleuchtet hat, wo jemand gesagt hat, ist, Sünde entmenschlicht. Das Böse macht uns immer ein Stückchen unmenschlicher. Und wer konsequent den Weg immer weitergeht, der ist irgendwann vielleicht am Punkt, wo sein Herz und er selber so entmenschlicht ist, dass da nichts mehr Menschliches rum ist und dass die Umkehr nicht mehr möglich ist. Und so kann man sich das ein Stück weit erklären, dass wahrscheinlich das Herz vom Pharao immer weiter und weiter verstockt worden ist, bis es irgendwann gar nicht mehr möglich war. Und es eben dann in der Bibel das so ausdrückt, dass in dem Moment Gott sein Herz verstockt hat. Die Tragik an dem Ganzen ist, dass das Leid schlussendlich ja nicht nur der Pharao trägt, sondern die Menschen um ihn herum, die Ägypter, die Israeliten, die anderen leiden mit. Und das ist irgendwo ein Stück weit das Muster, das wir bei Gott sehen, dass dort, wo sich Hartherzigkeit und Böses dermaßen zuspitzen, da kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo Gott sagt, ich kann nicht mehr zuschauen. Ich werde nicht mehr zuschauen. Und wo er einschreitet und sich auf die Seite der Unterdrückten schlägt und das Problem beseitigt. Und so hat sich das zugespitzt und so kommen wir dann schlussendlich eben zu dieser 10. Plage. Es ist die grausamste von diesen Plagen, nämlich der Tod der Erstgeborenen in Ägypten. Es ist nicht so, dass das völlig aus dem Nichts und willkürlich irgendwo gekommen ist. Schon bevor der Mose und der Aaron das erste Mal zum Pharao gegangen sind, hat Gott ihnen aufgetragen, das dem Pharao zu sagen. So spricht der Herr: Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und die Plage, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr euch erinnern, an letztes Mal, ist dort in einem deutlichen Zusammenhang oder in Verbindung mit dem Pharao seinem Befehl, den er gegeben hat, wo er die Israeliten angefangen hat zu versklaven und Angst bekommen hat vor ihnen, alle erstgeborenen Jungen der Israeliten zu töten.
Und nachdem sich jetzt der Pharao durch nichts dazu bewegen lassen hat, die Israeliten gehen zu lassen, auch wenn er manchmal kurz davor gekommen ist, hat jedes Mal wieder umgekehrt, kommt es zu dieser letzten tragischen Konsequenz, wo alle Familien in Ägypten trifft. Erst dann ist der Pharao nachher bereit gewesen, das Volk Israel endlich ziehen zu lassen. Kurz bevor das passiert ist, hat das Volk Israel detaillierte Anweisungen bekommen, für ein besonderes Mahl zu feiern, wo sie mitten in der Nacht haben sollen halten. Es ist das Passa oder das Pessach-Mahl. Und es ist lustig, dass wie im Buch Exodus plötzlich, nachdem es so geschichtlich Schritt für Schritt weitergeht, plötzlich das wie so unterbrochen wird und die Anweisungen, die sie überkommen, detailliert beschrieben werden. Wo man könnte denken, aber jetzt geht es ja eigentlich, sollte es in der Geschichte weitergehen und jetzt geht es doch nicht darum, so Anweisungen genau zu führen. Auch Anweisungen, dass das Mal einen neuen Kalender und den Start von einem neuen Jahr soll symbolisieren und immer wieder soll gefeiert werden. Es wird, wie da schon gesagt, das, was jetzt passiert, ist wichtig für alle Zeiten. Und es wird mit in dieser Geschichte klar gemacht. Wir lesen aus dem Kapitel 12, 21 bis 23. Dann rief Mose die 7 Oberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel, und wörtlich heißt es dem Vernichter, nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Jetzt Gott sei Dank müssen wir heute nicht mehr so opfern, das war dort damals auch ein Stück weit Kultur gewesen. Aber was da beschrieben ist das, was zu dieser Passa-Feier geworden ist, wo die Juden jedes Jahr feiern. Eine Erinnerung an die Nacht, wo Gott, der Vernichter, an den Israeliten hat vorbeigehen lassen. Das Wort für Passa oder eben Pessach ist das eigentliche Wort. Das wird meistens, wenn man es wortwörtlich übersetzt, mit vorübergehen oder überspringen übersetzt. Das kommt von hinten. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass eigentlich die beste Übersetzung beschützen wäre und das fast besser wird passen. Das Spannende ist, dass in dieser Geschichte die Israeliten, vorher sind sie oft von den Plagen ausgenommen gewesen. Und es war klar gewesen, an ihnen geht es vorbei, es trifft vor allem die Ägypter, wo sie wie automatisch beschützt worden sind. Bei dieser Plage war es nicht einfach automatisch gewesen. Sie mussten sich wie selber entscheiden, auf welcher Seite dass sie stehen. Sie mussten sich wie durch das Feiern von dem Passa, von dem Opfer, das Opfer darbringen und das Blut an die Türpfosten anstreichen, haben sie sich wie ganz bewusst entscheiden und sagen: Ich gehöre zu dem Gott Jahwe. Ich gehöre zu ihm. Und dann ist der Vernichter an ihnen vorbeigegangen und hat die Erstgeborenen verschont. Es war wie ein Akt vom Glauben, ein Akt von der Entscheidung, der nötig war. Und dieser Akt, der hat ihnen schlussendlich nicht nur Leben gebracht, sondern war auch wie die Tür zu der Erlösung aus der Sklaverei, das Herausführen in die Freiheit und in die Zukunft im verheißenen Land. Zu diesen Anweisungen, die sie hier bekommen haben, war nicht nur das Opfer bringen und die Türen mit dem Blut bemalen, zu kennzeichnen, sondern auch das Essen. Detaillierte Anweisungen, was sie sollen essen, wie sie sollen essen, was sie sollen anhaben, in welcher Haltung dass sie sollen essen, wo sie zusammen als Familie in dieser Nacht eingenommen haben. Und wie gesagt, es ist
ihnen aufgetragen worden, das Fest jährlich zu feiern. Und Gott hat gesagt, ab heute soll euer Jahr starten, in dem Moment, wo ihr das Fest feiert. Es hat wie einen neuen jüdischen Kalender gegeben. Das Fest markiert, dass das neue Leben gestartet hat. Es markiert die Befreiung aus Ägypten. Es markiert, dass sie Gott freigesetzt hat, um ihn anzubeten. Es markiert die Gnade von Gott, wo sich seinem Volk angenommen hat und was gerettet hat aus dieser Unterdrückung und Sklaverei. Und es war ein jährlicher Marker, der dem Volk Israel dazu gedient hat, dass sie nie vergessen, dass der Gott ihr Volk erlöst hat. Vielleicht ist dir jetzt, wo wir die Geschichte so ein bisschen angeschaut haben und zu dem Passamal gekommen sind, vielleicht ist dir aufgefallen, wie viele Symboliken aus dem Passamal uns an Jesus erinnern. Und wie viel Grundsätzliches über unsere Erlösung, wo wir als Christen glauben, wir in dieser Geschichte im Exodus eigentlich schon drin sehen. Und so ist es auch nicht ein Zufall, dass Jesus die Nacht, wo die Israeliten das Passamal gefeiert haben, das jährliche, als den Moment gewählt hat, wo er das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammengesessen ist und das letzte Abendmahl eingenommen hat. Jesus und sein Tod, der wird im Neuen Testament immer wieder mit dem Passalam verglichen und in Verbindung gebracht. Schon wo der Johannes ganz am Anfang von seinem Evangelium uns berichtet, dass wo er Jesus gesehen hat, wo Jesus zu ihm gekommen ist, heisst es, da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Der Tod von Jesus am Kreuz und das Blut, das durch das vergossen worden sind, die sind wie das Blut von dem Passalam. Und wie die Israeliten im Vertrauen darauf, dass Gott sie wird retten, ihre Türpfosten mit Blut bestrichen haben, als ein Zeichen, dass sie zu ihm gehören, so können auch wir die Erlösung von Jesus heute in Anspruch nehmen und so von den Konsequenzen von der Ablehnung von Gott verschont werden. So können wir seine Befreiung in Anspruch nehmen. Dass er uns befreit aus Unterdrückung, dass er uns erlöst zu einem Leben in einer Beziehung mit Gott und dass er eine verheißungsvolle Zukunft für uns hat. Und genau wie damals das Passa nicht etwas ist, wo man sich verdienen konnte, so ist auch bei uns Erlösung nicht etwas, wo man sich verdienen kann, wo man zuerst irgendwie besonders gut muss sein, sondern es ist etwas, wo wir im Glauben annehmen. Wo Gott bereitstellt und sagt, du musst es nur annehmen. Es ist nicht etwas, wo wir uns verdienen können. Für viele Christen, wo wir uns ja sehr auch mit dem Neuen Testament gut auskennen, für uns Christen ist es oft so, dass wir Erlösung in erster Linie als Vergebung von unseren Sünden verstehen. Und so ein bisschen als ein Ticket im Himmel, unserem, so könnte man sagen, gelobten Land. Verschiedenste Theologen weisen aber darauf hin, dass eben gerade der Exodus als so quasi ein Vorschatten auf der Lösung von Jesus oder als ein Prototyp für das aufzeigt, dass das Verständnis von Erlösung nur als Vergebung von unseren Sünden, nur in Anführungszeichen, wie zu kurz greift. Erlösung ist mehr als eben so quasi nur die Vergebung von der Sünden. Das auch und das ist mega wichtig. Aber es ist eine ganzheitliche Erlösung von uns Menschen, die wir in der Bibel sehen. Die Befreiung vom Volk Israel zeigt, wie Gott schlussendlich auf all ihre Bedürfnisse reagiert hat. Es ist eine ganzheitliche Rettung, die sie erfahren haben, nicht nur eine geistliche. Es ist eine politische Befreiung. Es ist eine wirtschaftliche Rettung. Es war Erlösung aus sozialer Unterdrückung, die sie erlebt haben.
Und alles von dem zusammengehebt oder verbunden damit, dass Gott das Volk in eine reale, in eine neue Beziehung mit ihm, dem lebendigen Gott, gerufen hat. Das ist das, was wir in der Bibel immer wieder sehen, was eine ganzheitliche Erlösung ist. So wie wir das schon im Alten Testament beschrieben sehen. Und diese ganzheitliche Erlösung, das ist eine gute Nachricht für dich und für mich, für uns heute. Und nicht nur eine, die irgendwo für die Zukunft gilt. Das ist gute Nachricht, das ist das, was die Bibel Evangelium nennt. Und so kann jeder von uns, kannst auch du, eine Art persönlichen Exodus erleben. Ein Auszug aus was immer dies Ägypten oder dein Pharao ist. Vielleicht ist es eine auswegslose Situation. Vielleicht ist es eine Gefangenheit in irgendwelchen Mustern oder vielleicht auch Sucht. Vielleicht ist es eine Unterdrückung, die du erlebst. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst noch. Vielleicht sind es gesellschaftliche Konventionen oder soziale Zwang, wo du als eine Unterdrückung erlebst. Exodus kann auch für dich so ein Weg sein. Und er fängt an mit dem Blut an diesen Türpfosten. Dem Glaubensakt, dass das Opfer von Jesus auch dich rettet. Und wir werden es sehen, in diesem Buch, der Weg, der ist nicht unbedingt einfach, wie wir dann im Rest der Geschichte sehen. Aber die Aussicht auf das gelobte Land, die ist real. Gott möchte mit dir einen Weg gehen. Er möchte dich an den Ort anführen. Und so steht auch heute am Morgen die Einladung für dich, wenn du das möchtest. Es ist nicht etwas, was wir erreichen müssen. Es ist nicht etwas, wo wir etwas dafür leisten müssen. Wir müssen, Gott sei Dank, kein Lamm schlachten. Das Lamm war Jesus. Und das Opfer können wir annehmen in einem einfachen Gebet. Indem wir uns ihm zuwenden und sagen, Vater im Himmel, Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich möchte mit dir den Weg gehen. Führe mich aus meinem Ägypten in dein gelobte Land. Wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit hinein vom Worship, wo wir nochmal eine gemeinsame Zeit haben, wo wir so vor Gott kommen und du bist herzlich eingeladen, wenn du das möchtest machen, um das Gebet mit jemandem zu suchen. Wir haben ein Gebetsteam da, das mega gern mit dir so ein Gebet spricht. Vielleicht gibt es aber auch, vielleicht bist du auch schon Christ und erlebst irgendwo in deinem Leben hinein so die Unterdrückung. Hast das Gefühl, du bist gefangen in einem Ägypten. Dann ist das vielleicht auch etwas, was du zusammen mit anderen Menschen kannst von Gott bringen und ihm beten darum, dass er mit dir auf den Weg daraus rauskommt. Dass er dich befreit, dass er dich erlöst davon. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke, dass du ein Gott bist, der uns erlöst, der uns befreit. Der uns sieht in unserer Not und der sich uns annimmt, der sich dem Bösen in dieser Welt entgegensetzt. Und der uns auch von unseren eigenen Konsequenzen verschont, wenn wir uns dir zuwenden. Und Vater im Himmel, ich bete, dass wir uns immer wieder getrauen dürfen, das anzunehmen, den Schritt auf dich zuzumachen. Dass wir unser Herz nicht immer wieder verstocken und verhärten, wenn du anklopfst. Und die vielen Gelegenheiten, die du gibst, zu dir umkehren, können nutzen und wahrnehmen. Vater im Himmel, ich bete für Menschen, die das gemacht haben und die sich mit dir auf dem Weg befinden und die immer wieder vielleicht auch dort anstoßen oder merken, dass sie da Sachen zurückheben. Ich bete, dass du uns auch dort, wo wir immer noch gefangen sind, befreist und uns hilfst oder Schritt für Schritt aus dem herausführst. Amen.